Hallo Leute. Ja, hallo ihr Lieben. Hey ihr Lieben. Geistesschwestern und Geistesbrüder. Liebe Pfälzerinnen, liebe Pfälzer. Da ist der Kaule. Willkommen zu unserem anonymen Jahresrückblick 2022. Abverlangt. Und dass es klappt, so muss man sagen, liegt mehr am Glück als am Verstand. Oh, ist die Woche noch so dunkel, so scheint der Wochenende Licht, weil da bist du unter denen, wo du der bist, wo du bist. Im Januar war es dann soweit, nach ein paar Wochen Pause vom Saisonende haben wir uns wiedergefunden und sind dann beim Roman zu Hause im Nagelstudio ein bisschen jammen gegangen, ein bisschen wieder zusammenfinden und um uns dann auch darauf vorzubereiten, zum Stefan Kahne ins Studio zu gehen, um ein bisschen was wieder für euch aufzunehmen, was Neues zu machen. Im April ging es dann für uns los mit Sound of Freedom. Das war eine Benefizveranstaltung für die Ukraine. Da sind viele namhafte Bands aus der Region aufgetreten und wir waren echt froh, dass wir ein Teil davon sein durften. Wir haben viele, viele Freunde dort getroffen, Musikerfreunde, die man ja sonst nie so trifft, der ja jeder woanders da irgendwo spielt am Wochenende. Und dort konnten wir dann eine schöne Summe sammeln, die dann gespendet werden konnte. Kurz darauf kam dann auch schon unser erstes Konzert für das Jahr. Das war in Frensum beim Weingut Weißbrot. Und dort hatten wir dann auch plötzlich einen Gastsänger auf der Bühne. Und ich zeige euch einfach das Video. Ich fand es super geil, die Aktion. Danke dafür, Monji. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Verbrich mit mir die Nacht auf. Pelzer Mädchen auf der Küsse. Diese Küsse sind sie da. Jawohl! Pelzer Mädchen sind dem immer ja so nah. Und was wohl ehrlich sicher, dann hättest du nie mehr her. Weil ohne Pelzer Mädchen du fehlt das Leben. Pelzer Küsse sind sie da. Pelzer Mädchen sind dem immer ja so nah. Pelzer Mädchen. Oh. April. 30. April ist was passiert, was wohl viele, viele Bands sich erhoffen und erwünschen und erträumen. Wir durften vor fast 50.000 Leuten im ausverkauften Fritz-Walter Stadion mit euch zusammen unser Palzlied singen, live darbieten, performen. Wir wurden schon öfters dazu gefragt, wie das denn so ist, vor so vielen Leuten zu spielen, das zu erleben. Und ich muss sagen, es ist der absolute Wahnsinn. Diese Wucht, die von der Westkurve runterkam. Man dreht sich ein bisschen nach links von der Westkurve auf die Süd. Man hört, wie überall die Gesänge kommen. Das war grandios und das war wohl ein Highlight in meinem Leben, was für immer in Erinnerung bleibt. Also sowas einmal erlebt haben zu dürfen, dafür bin ich sehr dankbar. Und ein paar Bilder und Schnipsel kommen jetzt.
Plätze war natürlich genial. An dieser Stelle vielen Dank an Gero Stierer, Tobi Frei, Stefan Roskopf und Sean Zimmer. Mit euch hatte ich den meisten Kontakt und ihr habt es uns möglich gemacht, dass wir da spielen durften. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder im Stadion. Ihr seid richtig coole Leute und ich bin so froh, euch kennengelernt zu haben. Vor allem wir sind froh, euch kennengelernt zu haben. Vielen Dank. Im Mai ging es dann auch weiter mit 3 ziemlich großen Veranstaltungen. Wir hatten eine Woche nach unserem FCK-Auftritt, hatten wir direkt am Stadion schon wieder die Begegnung mit dem Betzenberg und zwar auf der Bierbörse in Kaiserslautern. Mega Stimmung, keine Frage, was ganz Besonderes. Darauf folgte dann das Stadtfest Bad Dürkheim und das Strohfest in Frankenthal. Die beiden Feste sind jedes Jahr natürlich absolut unsere Highlights. Das ist unser Wohnzimmer, das ist unser Zuhause, da sind wir daheim. Diese beiden Konzerte sind außergewöhnlich und jedes Jahr wieder freuen wir uns sehr, wenn wir auf diesen großen Bühnen vor so vielen Leuten vor euch spielen dürfen. Das ist Wahnsinn. Und was 2022 da abging, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich habe euch mal ein paar Schnipsel zusammengestellt. Lehnt euch zurück und genießt nochmal mit uns zusammen die Atmosphäre von diesen 3 großen Veranstaltungen. Und wenn die Technik dann noch das Licht ein bisschen runterfährt, dann wird es ein richtig geiler Moment. Selten was Schöneres gesehen, oder ruft gar nicht, musst du Steine sehen, ich wohl barfuß durch die Wies gerannt, oder unabhängig bloß wieder die Arme zu und einfach bloß getrennt. Ist wieder alles nichts Besonderes, sagst du, und du geschützt gehen, alles geht aus einer Passion, um anderes zu sehen. Sicher hast du recht, doch du sagst, dass das alles
So sieht's aus, ihr Leute. Wie ein schöner Report hier. Genau, das steht ans Herz. Thank you, vielen Dank, Dankeschön! Bei unserem Strohfest, die Hauptbühne, das war genial. Besonders herausragend aus meiner Sicht war dieses Jahr unter anderem die Produktbotschafterrolle der anonyme Gitarristen für die Pilser Grumbeere, ein Verband, der schon mit dem Namen, aber auch mit seinem Tun für die Pals steht, für Landschaftspflege, für aktive Bewirtschaftung der Felder bei uns und auch ein Wirtschaftsfaktor ist in der Pals, der oft unter den Tisch fällt oder nicht so im Rampenlicht steht. Von daher war es unser Anliegen, auch diese Menschen mal sichtbar zu machen, die Frauen und Männer, die sich um das verdient machen, was der Pilser am liebsten neben der Wurst am Liegen hat. Es ging um Wertschöpfung und um Wertschätzung und es war im besten Sinn sowas wie Geistesverwandtschaft, denn also das Angebot hat uns keine Sekunde überlegen lassen. Wir sind sofort darauf eingegangen, fanden das total toll. Bedanken uns auch für zurückliegendes Jahr mit tollen gemeinsamen Veranstaltungen, mit einem kleinen Musikvideo, auch für die Pilser Grumbeere, der uns sehr viel Spaß gemacht hat und wo wir uns auch für jede Unterstützung, die wir dazu gekriegt haben, ganz herzlich bedanken. Und das war eines der Highlights von 2022. Warme, wach und mit Bedacht, de Pilser Speisekarte betracht. Kommt mit fast jedem Gericht, de Pilser Grumbeer auf die Tisch. Sie wird gebrodet und gequillt, kommt mit Schal oder gepillt. Ob am Stick oder als Chips, als Pommes, Frites oder Dips. Doch wenn man in die Grumbeer beißt, war sie auf viel zu weit gereist. Ist aus Ägypten importiert und wird von weit her transportiert. Dass uns die Grumbeer gut schmeckt, weil sie im Pilseracker steckt. Braucht man gar nicht disputieren, kannst du selber ausprobieren. Und zu kaufen kriegst beim Bauern nebendran. Ich ess so gern von da. 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 Auch hier an dieser Stelle gilt wieder ein besonderen Dank an Philipp Hahn, Vincent Priebe und Niklas Haug, die sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben mit diesem Video und es auch wirklich super gemacht haben. Die Jungs sind einige Tage von A nach B gefahren, haben da gefilmt, in der Halle gefilmt, hier die jungen Sprossen gefilmt, mit der Drohne über den Acker geflogen und das Endergebnis ist einfach klasse. Vielen Dank dafür. Zum Erntestart der Pilser Grumbeere, die übrigens die ersten sind, die geerntet werden im Jahr, haben wir dann noch auf dem Fest von der Erzeugergemeinschaft ein kleines Konzert gegeben, durften uns also auf der Bühne beweisen und auf dem Acker. Und ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Komischerweise wurden die Säcke, die wir geerntet haben, uns dann selbst angeboten zu mitnehmen, aber das lassen wir mal so stehen. Ein paar Bilder blende ich euch so nebenbei ein, die könnt ihr euch dann per Pause-Button oder so genauer angucken. Nach dem Grumbeere-Event ging es dann natürlich mit Konzerten weiter, wo wir dann auch zum ersten Mal nach Hockenhausen gekommen sind. Wir waren beim SWR Sommerfestival und dann hat auch schon langsam der September angefangen. Da fängt der Wurstmarkt an und da gab es dieses Mal auch was ganz Besonderes. Der literarische Frühschoppen wurde zum musikalischen Frühschoppen. Und auch da konnten wir mit vielen tollen Freunden mal zusammen einen Tag verbringen. Hier ein Video.
Und nicht zu schnell umgehen, im Schaufenster getrennt ist er. Kauf ich eine Flasche Wein und noch nie mehr. Guck ich beim Winzern rein und ich seh, wie der sich freut. Kauf ich eine Flasche Wein und noch nie mehr. Und ich will euch klatschen hören. Allein mit dir, ganz weit weg. Es gibt so vieles zu erleben. Ich will immer mit dir schweben. Ich flieg mit dir ganz weit weg. Was die anderen noch leben, ist uns heute scheißegal. Heute wollen wir was erleben. Lieber mal erst mal. Und jetzt bitte der ganze Platz. Ich flieg mit dir ganz weit weg. Und ich Sie wird jetzt wieder Gänsehaut. Ich flieg mit dir ganz weit weg. Allein mit dir ganz weit weg. Es gibt so vieles zu erleben. Ich will immer. Mein Highlight war in Bad Dürkheim auf diesem gläsernen SWR1 Studio zu stehen. Wow. Und dann kommt Nummer 6 und Nummer 2. Da hat man den Rodi einmal ganz still gesehen, anders wie sonst. SWR 1 war genial, was soll ich sagen? Leid. Ich muss sagen, für mich war natürlich ein Highlight mit, dass wir bei SWR 1 Zweiter Woche sind und Sechster. Was traurig war, dass ich halt nicht habe teilnehmen können, weil ich in der Zeit, wie viele auch, krank war und auch noch einige Jobs im Nachhinein nicht spielen konnte. Das war bestimmt über 5 Wochen. Das war ein bisschen traurig, aber im Großen und Ganzen war das Jahr sehr erfolgreich und ich möchte mich auch bei euch allen bedanken. Eins der einprägsamsten Ereignisse und wahrscheinlich die Herrschaft hat von dem Jahr war gegen Ende September, als wir zur Hitparade, zum Showdown der SWR 1 Hitparade mit einer sehr verklausulierten und völlig klaren Einladung vom SWR noch Tagen gebeten worden sind. Es ist der absolute Wahnsinn. Es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer, aber im guten Sinne natürlich. Es war so in der Art, es wäre ja eigentlich nichts, aber es wäre ja schön, wenn wir dann doch Zeit hätten, um zusammen am gläsernen Studio vielleicht sogar noch eine Schälche zu trinken. Wir haben uns wenig dabei gedacht, und das dürfte ja klar, aber halt uns nicht für naiv, aber die Demut hat uns gelehrt, ach, solche Sachen nicht für selbstverständlich zu nehmen. Und umso mehr waren wir überrascht und auch wirklich sehr, sehr tief gerührt, dass ihr uns an dieser Stelle gewählt habt. Der Platz 2 ist für uns die Platz 1. Da brauchen wir gar nicht drüber nachzureden und nachzudenken. Und wir danken euch ganz herzlich dafür. So nah bei euch zu sein und euch so viel zu bedeuten, ist eine von den größten Auszeichnungen, die man als Band und als Pelzer sich unsere Wehr heften kann. Wir danken alle, die davor gesagt haben, dass es so weit gekommen ist. Auch die uns 30 Jahre fast jetzt unterstützen als Band. Und alle, die für uns mit abgestimmt haben. Als die Moderatorin das Pfalzlied ansagte, hat der Stadtplatz samt dem gläsernen Studio vom SWR gebebt. Also kaum in Worte zu fassen. Vielen, vielen Dank. Im Oktober hatten Etzel und ich dann noch eine kleine Reise nach Mainz gemacht. Dort waren wir eingeladen in die Landesschau vom SWR, da wir dann Rede und Antwort gestanden haben zum FCK, zur
unsere Markenbotschaft zu der Pelzer Krummbeere und auch zu der Zukunft von der Band. Und es ist auch da, ist es sehr interessant, mal hinter die Kulissen zu blicken, wie das im Fernsehen so abläuft, wie so ein Studio aussieht, und das war schon ganz toll. Langsam habt ihr es geschafft, das Video ist rum, aber stopp! Es gibt noch ein ganz wichtiger Part, der erwähnt werden muss. Und zwar gibt es viele Leute, die immer da sind für uns, die immer um uns rum sind und die uns helfen, dass das so läuft, wie das laufen kann, das ganze Jahr über. Deswegen geht einen großen Dank an unser Team rund um Angelika, Andrea, Claudia, Birgit und Michael, Fabian, Ute, Romy und auch Tanja und Andreas von der Schmidt. Manche Konzerte wären aber auch ohne die folgenden Musiker nicht möglich gewesen, die sich in kürzester Zeit unser 4-Stunden-Programm drauf geschafft haben und uns damit das ein oder andere Mal schon ganz schön den Arsch gerettet haben. Das wären Stefan Kahne, Ralf Schnieber, James Hüter, Florian Mattheis und Sebastian Heiner. Vielen Dank an euch, ihr habt uns nicht nur den Arsch gerettet, sondern auch unser Leben bereichert. Vielen Dank. Und ich möchte mich auch bei euch allen bedanken. Es war immer gute Stimmung, ich habe sehr liebevolle Menschen immer getroffen. Ich möchte mich bei der Veranstalter bedanken, dass das alles so gut gelaufen ist, auch was ich ausgemacht habe mit den Jungs und die Mühe, die sich viele gegeben haben, und die Bühne, die Ausstattung, wie wir begrüßt worden sind, was wir alles gemacht bekommen haben, das war alles super. Also möchte ich mich auch bei der Veranstalter mal ganz, ganz herzlich bedanken. Die Stimmung von den Leuten das ganze Jahr über war einfach nur genial. Es gibt eigentlich nur eins, was ich mir für euch und für uns alle wünsche. Bleiben gesund, zuversichtlich und losen euch nicht. Bis dann, bis nächstes Jahr. Tschüss. Alles, was wir jetzt noch sagen können, ist nochmal danke, danke, danke für dieses tolle und aufregende Jahr. An jeden Einzelnen draußen. Ihr seid die Pals, ihr seid die anonyme Gitarriste. Und somit wünschen wir euch ein tolles Jahr 2023. Euch alle zusammen ein frohes neues Jahr, Gesundheit, Glück und dass wir uns alles und wiedersehen in 2023. Tschüss miteinander. Ich wünsche euch ein fantastisches, geruhsames neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr. Und wir sehen uns auf jeden Fall in alter Frische. Dankeschön. Tschüss. Mit viele Geschichte, Gedichte und Krummbeergerichte von der anonyme Gitarriste. Macht's gut. Aller tschüss, Leute.